Hallo und herzlich willkommen zu der schweizerdeutsch synchronisierten Variante von unserem 2000 Abonnenten-Special. Am Aufnahmetag ist mir dann leider das Gimbal kaputt gewesen, was ich erst am Abend gemerkt habe. Ich habe gehofft, euch zu helfen, indem ich es ein bisschen per KI stabilisiert habe. Entschuldigung, dass es so ein bisschen gewackelt. Das hier dürft ihr gerne anhalten, wenn ihr mehr lesen wollt. Wir wollten herausfinden, ob das Magnet sein oder nicht. Ich zeige euch hier, wie man das Wasser nachfüllt. Damit es etwas zu löschen gibt, haben wir natürlich auch ein Feuer gemacht. Und teasere ich jetzt euch an, dass wir probiert haben, das zu löschen. Und ihr könnt herausfinden, ob das geklappt hat. Im Auto innen sind das Blaulichtsystem, das es braucht, damit das Blaulicht vorne eben blinkt. Der Motor hier, der ist für die Blinker. Das Auto hat auch ein Rückfahrlicht, das aber nur leuchtet, wenn man ganz genau schaut. Die weißen Lichter neben den roten leuchten beim hinteren Fahren weiss und beim vorderen Fahren nicht. Dann ist das hier noch das Lichtmastsystem. Durch die Klappe erreicht man dann den 3 Liter Wassertank. Sobald er draussen ist, sieht man das spannende Untergrundleben. Und die Konstruktion gegenüber, die es braucht, für die Wasserkanone hier. Dass die kann auf- und runter fahren und sich im Kreis drehen, ist einiges vonnöten. Viele Motoren. Das Weisse nebendran ist übrigens eine Autoscheibenwischwasserpumpe, damit die genug Druck hat und dann hier oben kann rausspritzen, damit die auch 3 Meter weit mag und etwas kann löschen. Das Auto hat einen 8-Radantrieb. Hat eine 2-Achsen-Steuerung und ist voll gefedert. Das hier unten ist der Pumpenschalter. Mit dem steuert er die Scheibenwischwasserpumpe. Und es hat ein kraftvolles Seilwindensystem. Um mal zu testen, wie kraftvoll das ist, haben wir mal einen kleinen Stein hier aus dem Feuer gefunden. Wir ziehen mal den zum Auto. Anscheinend kein Problem. Was sich auch der Mann hier gedacht hat, der das gerade bedient. Und deswegen hat er gefunden, jetzt will ich es aber wissen, und hat sich einen echt riesigen Stein geholt. Und er da jetzt befestigt, um zu schauen, was stärker ist. So wie es aussieht, bis jetzt Gleichstand, aber schlussendlich ist der Stein besser mit Bodenhaftung und zieht das Auto zu sich. Was aber trotzdem ja der Motor ist, der das mag ziehen. Da sieht man auch noch ein bisschen die ganze Blaulichtbeleuchtung. Und da wir jetzt dann langsam wieder das Löschen gehen, zeigen wir noch einmal das Feuer. Treffen wir recht? Yes! So sehen wir auch gerade, wieso dass man immer schauen muss, dass das Feuer richtig gelöscht ist. Wir haben es jetzt zweimal getroffen und es raucht. Lustige Meinung, ja, das sage ich jetzt gelöscht.
Übrigens, das ist gerade eines von meinen Filmhandys, das sich verabschiedet hat. Und ja, wie ihr seht, brennt es immer noch. Damit wir aber auch richtig etwas zu löschen haben, machen wir das natürlich jetzt noch ein bisschen grösser. Damit es euch nicht langweilig wird, Fun Fact: der das erfunden hat, ist übrigens im echten Leben auch ein Feuerwehrmann. Er hat das erfunden und über den Zeitraum von 3 Jahren daran getüftelt, dass es so ist wie heute. Falls ihr übrigens euch gefragt habt, wieso dass ich immer so komisch filme, im Hintergrund hocken 2 Typen, die das Gefühl haben, sie möchten nicht weggehen. Und damit ich die nicht rausschneiden muss, ist es immer so ein bisschen tief gefilmt. Und Wassermarsch! Die Schuhe, die ihr jetzt im Hintergrund seht, gehören übrigens im Feuerwehrmann, wo eine zweite Kameraperspektive gefilmt hat, die ihr jetzt schauen dürft. Natürlich muss man mit einem Feuerwehrauto auch zielen, was man dann treffen sollte. Was mit dem sicher schwieriger ist als mit einem echten, aber wir haben dafür etwas Neues herausgefunden, nämlich meine Kamera ist nicht wasserdicht. Und wie schon erwähnt, so einfach ist das mit dem Treffen eben nicht. Aber klappt doch. Jetzt haben wir mal euch zeigen, wie das wahrscheinlich für den aussieht, der normalerweise hier oben hockt und zielen muss. Plus wir wollten testen, wie lang dass man in die gleiche Richtung zielen und wie lange das geht, um das Auto leer zu machen. Relativ lang. Will ich nachher den Soundloader laufen vom Auto selber, erzähle ich jetzt, dass ich genau das mache. Euch zeige, wie es tönt und wie schnell es fährt. Jetzt nur noch kurz, viel Spaß mit dem Rest vom Video.